Haut sind wir hier am schönen neuen Schulgebäude auf der Länkeschlei zu Diedling. Wir schwätzen über eine von den wichtigsten Vollen an unserer Gemeinde, nämlich Education. Und dafür ist die responsable Chefin heute bei mir. Hallo Josiane. Hallo Steve, moin. Schön Gebäude. Sollen wir bis gucken gehen? Ja, komm, ich weiß noch mal ein bisschen. Ne? Okay. Länkeschlei ist das neueste Schulgebäude heute zu Diedling. Was macht das Gebäude gerade so besonders? Ja, Steve, das siehst du jetzt siehst. Ich meine, das heißt, das neueste Gebäude zu Diedling war dem Gebäude ganz besonders als die ganze Planung gewesen. Ich meine, da war eine Arbeitsgruppe, die zusammen mit dem Architekt ein bisschen Planung vom Gebäude gemacht hat. Das waren die Leute vom Terrain, die uns gesagt haben, was besonnen auch wären an diesem Gebäude. Wie kann ich mir das so vorstellen? Wie geht das geschafft, was das Prinzip ist, das Konzept? Aber das Prinzip ist nicht wie an anderen Gebäuden, dass immer 12 verschiedene Strukturen sind. Das heißt, hier wird übergreifend geschafft. Das heißt, die Schule schafft zusammen mit der Maison Relais. Das kommt natürlich die Kanner zu gut. Die drohen noch viel davon weg. Das ist ganz flott. Was aber um Gebäude sind, die Erde weiß, die ist exzeptionell. Menschheit zu Lützeburg, das ist ein Vorzeigemodell für Lützeburg, für zu weisen, dass es gut zusammen funktioniert. Maison Relais oder Struktur, da kann ich an die Schule zusammen. Auch noch Inklusion ist ein großes Thema gewesen. Natürlich, die Inklusion, das war also auch immens wichtig, dass man endlich Logopädie-Scanner können halt zu Diedling abholen, dass man halt fertig bricht. Wir haben 2 Klassen von der Logopädie, halt den Inklusionsgedanken, den hat wirklich eine große Rolle gespielt. Also neben diesem Gebäude, wie ein Gebäude ging danach das Jahr fertiggestellt? Ja, wir sind am Gangen am Riebespunt, eine neue Struktur der Küche zu bauen, die fertig wird an den nächsten Monat. Da will ich so, wir haben ganz viel gelernt aus der Erfahrung an der Länkeschlei. Wir haben das dann ein bisschen umgedreht gemacht. Wir haben den Riebespunt als eine Maison Relais, eine Struktur der Küche, aber mit Schulklassen integriert. Ja, sollen wir dann nur mal nach bis an den anderen Karte, an den anderen Schule gucken wollen? Ja, ja, ganz gerne. Ich meine, halt zu Diedling haben wir ja überall Kartenschulen. Ich weiß in der Lumme eine andere. Komm, geh mal an die Gafel vielleicht, ja? Ja, da sind wir hier für den Schulhof von der Gafeld. Erklär mal vielleicht kurz das Konzept von den Kartenschulen. Ja, voilà, ich hatte ja gesagt, wir waren gerade an der Länkeschlei, da sind wir hier an der Gafel, die ganz andere Kartier hier in Diedling. Wir haben zu Diedling immer darauf gesagt, für Kartierschulen zu bauen, für das die Leute am Anfang ganz nur bei den Schulen wohnen. Das tun wir auch hier, das tun wir an allen Kartier. Wir haben im Moment 7 Ressorts Scolaires, das sind 12 Gebäude. Das heißt, wir bringen am Anfang die Schule immer dahin, wo die Leute wohnen, und es hat kein viel lange Weg. Wenn ich von Weg schwätze, da will ich aber auch so, wir lancieren das Projekt «Sichere Schulweg» am September. Das heißt, wir haben an allen Quartieren auch Point de Rencontre geschaffen, wo die sich treffen und dann zusammen sicher an die Schule gehen. Wir haben noch dafür gesorgt, dass natürlich die Wege sicher sind für dahin. Und da hoffen ich ganz stark auf die Zusammenarbeit von den Eltern, von den Schulen natürlich und noch von der Maison Relais, für das Projekt dann umzusetzen. Okay. Ja, noch für die Jugend gibt es in Diedling ganz viele Gemälde und neben dem Jugendhaus auch ein Outreach. Ja, effektiv. Wir sind eine von den wenigen Gemeinden, die einen Outreach haben. Den Outreach ist am Anfang da für die Jungen, die ein bisschen mehr Probleme haben, die Schule aufgebracht haben, für die aufzufangen und die zu begleiten, für dass sie auf einen guten Weg kommen, wo sie vielleicht zurück an die Schule gehen oder an den Beruf ran. Dann haben wir aber, was zu Diedling ganz exzeptionell ist, ich meine, das ist auch den einzigen am Land, das ist das Service Jeunesse Famille. Den soll am Anfang die Familie, die soll die ganze Koordination machen zwischen den sozialen Services, die soll den Familien helfen bei Problemen, für dass sie direkt auf die richtige Stelle kommen. Weil du ganz flott, das ist ein neues Projekt, also am Anfang ein Projekt Bus. Ich will den aber ganz kurz zuschwätzen, das ist wirklich flott. Und da haben wir ein Mobilhaus, das am Anfang auch gesagt kann, für Jugendarbeit, für Quartiersarbeit, für auch Club Senior kann mal an die Quartier gehen. Das ist ein Mobilhaus für pädagogische Projekt. Voilà, zu schaffen. Cool. Voilà. Sollen wir nur bis an die Lego? Ja, effektiv. Gut. Flott. Wir sind hier an der Waldschule, auch ein Thema, das Leute heute wirklich interessiert. Was geschieht hier an der Waldschule? Ja, die Waldschule, da ist es so, dass bislang immer Schulklassen hier waren. Das wird changieren. Wir haben ein Projekt Pilot, wo wir eine Gruppe Leute drauf sitzen haben, die halt probieren, Aktivitäten für sämtliche Schulkinder von Diedling zu machen. Das nur über die Sommervakanz wäre schon die Maison Relais, die konnten davon profitieren. Und ab Oktober kommen dann die ersten Klassen hin, Buschaktivitäten machen. Ja, die Natur und Umwelt wird auch immens viel Wert gelegt.
an wollen wir frohen wie gesagt das Thema Bëschkrich. Ja Bëschkrich ich menggen das immer ein Thema überall bisssen wir sind de moment am gangen am Quartier Italien, da bauen wir ja ein Krech, die lo werden den nächsten Mal dogun. An du wäre da immens wichtig, das Thema Natur ranzubringen, dat Tisch das ganz Konzept das auch aufgebaut op Natur, op rausgoen, op viel an der freier Natur machen. Ich bin ganz froh darüber, wat natürlich nach immens flott ist. Das ist das responsabel am Anfang von der Krech auch Matei an den Arbeitsgruppe integriert. Das heißt, wir können uns auch vorstellen, dass wenn das Projekt halbwegs lebt, auch eine Büschgruppe zu haben, was natürlich für jeden Verein, mein Scheier Stidling ganz wichtig ist, dass er kann auch kann von der profitieren. Sich austoben an spielerisch lehren, das kann ihn als Diedling definitiv auch. Ja, absolut. Ich meine, letztes Jahr habe ich an der Leide Burghausweh aufgemacht. Das ist ein Weg, wo man mit plackischen Fäsern drüber geht, wo die verschiedenen Materialien spielt. Das ist ganz flott. Was wir nachgemacht haben, das ist den Lausch der Wanderweg. Da kann ich die Geschichte über den Gehansberg lauschen und dann kann man die verschiedenen Stationen machen. Und etwas, was wir vorhaben für das nächste Jahr, das ist der Wanderweg zu erneuern und auch da werden Bewegungsspieler dran kommen, sodass den zu Diedling anfangen mit der Familie, mit der Kanner, sogar mit den Großeltern kann den ganzen Nachmittag verbringen und dabei etwas lernen und auch zusammen spielen und lernen. Das klingt ein flottes Projekt. Ja. Josiane, Sonja, vielen Dank für die Zeit. Ich sage dir merci. Gerne an das war es. Ciao.